Ekran! Ekranen geef dich op, als warende waar. Hey, kommt ran met me. Hier reden we over wat we kennen met God durch tot Leben ranen. Met junt as Eduard Kiesbrecht. Welkom lieve vrienden, welkom tot het programma van Ekran. En weet niet als je ons alle kennen als een groep dat we immer pluderen. Maar vandaag willen we over het pluderen reden. Nee, ik geloof niet dat we het programma pluderen, sondern we willen wat wertvoller reden. So, David en Glenda ga ik hier vandaag, ook Heidi. En ik zie zeer froh dat je alle gekomen zijn. Wanneer we denken over pluderen. Van klein af heb ik dat allemaal in de school gehad, vertelde ons leraar mal deze geschichte. En nu zag ik me deze geschichte af, en dat is zeer interessant. Dat is even pluderen, dat redt van den oude Socrates, die is al zeer lang, ja 3 Hafte in Griechenland gewohnt. En hij zal een zeer wijze man aanschijnen zijn. En hij zegt deze geschichte. Een dag dan traf hij zich met een vriend. Wat deze vriend die komt naar hem en zegt, ik wil die mal een geschichte vertellen. Ik wil die over een vriend wat vertellen. En dan zegt Socrates, wacht mal een klein beetje. En dan vraagt hij, ik wil die eerst mal een filter, wie wil eerst mal een filter maken met deze vriend van wat je me vertellen was. Een 3-fachen filter. Wat is dat dan? Vraagt hij. En dan zegt Socrates, oké, dat is recht. Als je me van deze vriend vertelt, weil we zijn als dat als je ganz genau weet is dat zo is, als dat alles de ganze waarheid is, bist du die 100% sicher. Nou, zegt das Mensch, ik weet niet ganz genau, aber ik heb er over gehört. En dan, oké, dan werden we wieder zijn. De nächste filter wat we zijn willen, is dat wat goud over wat we over deze mens zeggen was. Niet in werkelijkheid is. Eigenlijk krijg ik wat slecht wat ik over den vertellen wil. Oké, dat kan ook zijn dat ik dat daar wens weten wil, zegt hij wens. En dan vraagt hij den derde filter, wat mij dat wat helpen, wanneer u mij dit over deze vriend was vertellen, wat u al niet weet als dat zo is, en dat is ook niet wat goud is. Wat mij dat als persoon wat helpen. In werkelijkheid wat die dat niet zou wiederbrengen in die leven. Hij zegt, oké, kost van 2 seconden, ik wil dat gleich weten. En zo werd met deze andere vriend verloten en ik geloof hij weet die geschichte van de eerste dag niet. Maar ik geloof wat er niemands einwaarde zijn. En ik weet niet. Toen is dat nog meer gekomen zijn, wat moet ik je zeggen? Moet ik denk, een beetje te hard. Wat blijft u, David? Wel, ik wie wirklich das Filter wurde in ons leven immer onzaten, nicht? Dan wordt de naad met weinig pleurerie op deze wereld geven. En de pleurerie dat we al immer in trouble. Vaak wat je zegt, de Duitsers dat zijn besonders, deze pleuderen zijn. Maar ik heb een mooie andere cultuur als het kruid in trouble. Bij de Joden weer dat al in het Oude Testament weer al in trouble. En du weer dat in trouble en dat is allebei in trouble. Dat heeft met zelfbeheersing waarschijnlijk te doen. Ja, en vele dan vliegen op verschillende wijzen, die brukken dat op verschillende wijzen. Wat is er eigenlijk pluderen? Ik dacht, wanneer ik over dat thema nadacht, wat is er eigenlijk pluderen? Is dat wanneer ik nu van een anderen vertaalt direct pluderen, of wanneer vangt dat aan de pluderie te zijn? Ik denk, pluderen is immer, wenn man von wem anderen redet und nicht von sich selbst. Also, okay, aber ist alles, was ich von anderen vertaal, pluderen? Nee, wenn du die Wahrheit über dem anderen redest, oder kreist du Sokrates, wenn dort andere Menschen zum Halb ist, dann ist es nicht pluderen. Aber pluderen ist schlechtes Reden oder was dazu sagen, was nicht ganz die Wahrheit ist. Du magst immer von einer kleinen Sache, was gerautet. Und meistens ist das auch dem anderen rauf te zetten en die zelfs te erheben. Also, pluderen is niemals wat goud. Bij de geschichte wordt dat interessant aan, niet? Ja. Ja. Nou, würde dann auch pluderen sein, zum Beispiel, wenn ich wüsste, die hängt nicht so erscheinen. Ja. Oder die wie ernst was passiert, was die nicht so erscheinen. Und ich würde dann zu David davon reden. So, dann habe ich dann über die gepludert oder nicht?
Wenn du nichts dazu getan hast, dann... Ich glaube, das kann ja sehr verschieden nehmen. Ich glaube, das ist eine sehr derne Linie dazwischen. Aber wenn du nu zu David redest, weil es einfach mit Heidi spaziert, und der hier das wirklich nicht scheint in diesen Sachen. Aber je sind unsere gute Freunde, je meinen das nicht in eine Weise, dass die will an seine Dulte kriegen. So soll ich das. Ich würde dann nicht aus Brüder sein. Das nicht, ne? Nee. Aber ich lasse ein bisschen eine Predigt und du wirst sehr interessante Sachen. Das sage ich, Brüder ist immer dann, was Heidi Rotzkreis sagt, wenn wir den anderen für sich rauf zu merken, aber anscheinend uns. Und wenn nur denke, ich glaube, Brüderie ist immer, wenn du versuchst, dass das soll die Schein gehen, mit einem anderen raufbringen. So in Wirklichkeit ist das, und er steht nu voor, wel moet zeggen, boerenvoeren om Rifa, wat ook scheint jetzt. Und er steht nu om Rifa boerenvoeren, no, dann wil ik slecht mal über eine Person vertalen und das geraten merken, das ist mein Scheingans. Ich glaube, dann ist das Brüder in der Sinn. Und wahrscheinlich erst ein bisschen Anstellung nennen, dass einer den anderen nicht gerne tut, nicht so? Man muss sagen, dass einer, wie sagt man das? Schadenfreude, über was, wenn jemand dort nicht sehr schön ist. Eine Frau, dass den anderen dort nicht schlecht ist. Ja. Und das hat nicht gefällt, wenn wir verletzt worden sind, dann, ich habe erst leicht über die Person, die uns verletzt hat, entsteht die Verzeih, dann wach wie, wo wird die nu den nächsten Fehler merken, und so mit der Schadenfreude, nicht, dass wir leicht über die Person reden, negativ reden, wenn es, da hat ja sich was tun, nicht? Dann ist es viel leichter. Ja. Te checken en jeder kleine zaak wat hij deed, die denkt wir uns an nachbet, der hat der so gemeint, dort so und so. Wir sind verletzt. Ja, und alles. Dat heeft ons een grund beleidigt te zijn. Ja. Nog meer grund beleidigt te zijn als we vorher hadden. Ja. En du seht hier schon, das Alte Testament, du hast am Tag bloß wie die Schore des Trouble, wie Mennoniten. Wenn du jetzt in einem Alten Testament, wie all viel das Trouble, wenn es sehr viel im Alten Testament geht, direkt sagt, nicht Brüder, ihr soll nicht falsche Zeugnis reden, ihr soll nicht schleichen bei den anderen reden, redet begaudet, Bütchen ab und so weiter. Aber was sag ich, wir haben einen Vers vom Neuen Testament gefangen, was sagt das du, Sieglinde? Na, wir haben hier in Jakobus, als je die Kapitel 3 redet hier ein Teil von der Tongue, aber ich dachte nicht gerade an dem Vers von Vers 9, mit der Tongue lo wie Gott den Vater und mit der Tongue pflegt wie die Menschen, die in Gott sein Bild geschaffen sind. Und dann auch uit einem Mühe kommt Loven und Pflegen. Meine Brüder, das soll so nicht sein. Je habt eine Qual uit ein Loch seitet in bettet Water tegelijk, kann ein Feenbaum Oliven oder ein Weinrank Feen drogen, gerade so allmählich kann eine solche Qual tegelijk seitet Water geben. Ja, das, was er durch den Vergleich gemerkt hat, dass eine Qual, das kommt entweder gegaudet, wo er nicht schlecht ist. Und das will uns wie... Dat wie met ons reden Menschen sehen, anstatt die pflegen, nicht so? Mit das, was wir reden. Und dann fragt das, je krijgt, ja, wie bei der Stunde. Wenn es viel mal sagt, go, wie sind das, die Zeichen reden bloß scheint. Und dann Montag, dann vor, wie zum Terrain und unsere Freunde, dann was über schlecht redet. Und wo kann dort beides von einem Mensch kommen? Und das passiert ja immer weiter. Ja, und wir sind die Menschen, im Fleisch geboren, und sind geboren, und wir kriegen Vergebung dafür. Aber das ist nicht richtig. Aber ich glaube, passieren kann das. Mit demselben Müll bei der Champions, wie Paulus sagt, so soll es für sich dort nicht tun, ich trotzdem. Ja. So wie wollen Fehler merken. Aber ich glaube, das ist viel da, also du sagst, das hat nicht notwendig, aber das ist nicht das, was man uns nennt, sagt im Neuen Testament, sondern das, was über uns rüttet. Nicht? Dort kann uns versöhnen oder nicht. Macht uns anrennen, nicht? Macht uns anrennen. Und dort erst krijg wat ik dacht eens van, die en die mensen, die haben die über Trouble mit Brüdern. Und wenn es wat macht, die bloß immer waren taub kommen zum Brüdern. Und dann war ich nächstens an, ich selbst kann den Kranz setzen. Ich setze vielleicht nicht in den Kranz, aber ich setze in einen anderen Kranz. En Brüder met, harch mir Brüder an. Und da steht da, ich muss sagen, ho, wach nun das hier.
oder wofür ein Gewacht einer sich das überhaupt zu sagen, hey, sie glende wachen am besten, was du hier nicht sagst. Und ich glaube, wir sollen uns vielleicht ein bisschen gewöhnen, aber wer das? Sie glende, was kostet uns praktisch mitteilen, oder eben plüdern, oder was uns vielleicht helfen kann, wenn es, das kann ich sagen, wir haben alle, jeder hat Trouble. Ja, ich habe auch damit Trouble. Okay. Aber mir hat das mal, mich fertigstellen, dass der Mensch bezieht mich selbst. Okay. So, wenn ich mir das bloß feststelle, dann rede ich auch gut anders über den. Wenn es der bezieht mich selbst und ich dem Sister über dem rede, dass ich mich möglich fühle, wenn ich hier sagen, und Tag, was ich über dem sagen würde, dann rede ich auch anders. Dann mache ich ein bisschen die Übung. Oder Wat je hebt mir vorhin gesagt, weil dort bloß so viel reden, oder wir können bloß so viel reden und schreiben, als der Mensch selbst hier ist. Oder auch wird vielleicht praktisch sein, wenn man sich das mal wird feststellen, dass man dort wird abschreiben, was man von der Person reden wird, und dass man dort noch schreiben kann. Ah ja, dort habe ich auch eine Sache. Ja. Dort meine ich auch schreiben, ich, Eduard Giesbrecht. Ich sage hier die Wahrheit. Ja. Und das ist das hier sagt. Ja. Ob- Und ich würde ein bisschen Trouble mit haben, sehr viele Sachen, was ich sehe. Und ich glaube, da, was du gesagt hast, ich glaube, das ist, wie wir als Menschheit waren, ständig leben. Ich glaube, da sind auch so viele Bibelvers, wir waren ständig damit leben, damit klar zu kommen und nicht, wir waren mit diesem Trouble einfach leben. Ich denke manchmal, erst mein Plüden, ich sage mir, es ist dort, wenn man sagt, ich habe keine Trouble damit. Bloß wenn sie dort sagen, meine ich, dass ich das alle kann. Aber ich denke manchmal, es ist leichter, über andere zu reden, als über mich selbst. Jetzt mache ich im Kranz sagen, ich soll mitteilen, was wirklich mir selbst geht. Dann mache ich mich verletzlich, nicht? So dann verstoppe ich mich lieber durchhängen, dass ich über andere Menschen was weiß, als dass ich mit mir selbst was rauskomme. Ich weiß bloß, wenn ich, in meinem Fall mit frühes Tipp sagt, nicht? Und wir über Dinge reden oder mitteilen, das ist so viel leichter, dass einer wird über den anderen was sagen. Ja. Und nicht von sich selbst was mitteilen. So das ist ein bisschen ein Schutz, das Plüden. Ja. Dann brauche ich mich nicht verletzlich machen. Und ich glaube, vielmal ist es so viel schlechter, mir von Bernie geht, so viel schlechter merke ich den anderen. Ja. Das beweist immer, dass, vielleicht geht es mir noch ein bisschen schöner als den. Und in Wirklichkeit ist es gar nicht nötig. Wenn ich glaube, wenn wir dort leise oder darüber reden, ich weiß, das ist sehr schwer, aber dann würde das einmal anders werden. Und so machen wir die auch, glaube ich, hier und hier merken, dass die immer weniger von Plüdern tun und immer mehr über uns selbst reden und über gute Sachen reden. Und ich lasse einen guten Tipp, dass wir sollen mehr über gute Sachen reden und über abbühende Sachen. Wann über die Bibel, oder sicher über Themas reden oder über andere Personen reden, und wat Goudet reden. En dat mocht ik die ook mal merken. Red wat Goudet über den Freund. Oh, Jan Freund, der hat nu da, Jan könnten, der hat sich könnten fähnet, nie het Haus kaufen oder wat immer, wat Goudet, wat er hat können tun. Und ich glaube, dat wat viel in dieser Welt besser merken. Und wie mochten die Gottes sehen wünschen. Bis das nächste Mal. Das Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Frauen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.